Der Sultan Brimborium und seine Frau hatten eine Tochter, die hübsche Prinzessin Nine. Der kleine Muck hat in Nine gefallen. Darum hat sie sich ab und zu gewünscht, dass er mit ihr zu Morgen essen darf. Schokimilch, knusprige Gipfeli, feinen Fruchtsalat mit Erdbeeren, Orangen, Mandarinen. Das Mörgele mit den Nine, das hat dem kleinen Muck natürlich schon noch gefallen. Aber jemandem hat das gar nicht gepasst. Im Schatzmeister. Das ist der die Schätze vom Sultan bewachen musste. Er war übrigens der Freund von Balduin, der wegen dem kleinen Muck die Stelle verloren hat. Der Schatzmeister hat zum Balduin gesagt: «Ich arbeite jetzt schon seit über 20 Jahren hier, aber noch nie habe ich mit der Prinzessin Nine Mandarinen essen.» Der Schatzmeister und der Balduin haben überlegt, wie sie es angattigen könnten, dass der kleine Muck so bald wie möglich wieder vom Palast verschwinden muss. Ein paar Tage später, es war eine sternenklare Nacht mit Vollmond, ist der kleine Muck im Park ein bisschen spazieren. Er hat seinen Stecken mit dem Leuenkopfgriff dabei gehabt. Auf einmal hat der Stecken angefangen zu zittern. Und dann hat er von mir selber plötzlich 3-mal auf den Boden geklopft. Im kleinen Muck ist natürlich der Traum wieder in den Sinn gekommen. Schnell an dieser Stelle sofort graben. Das hat er gemacht. Und tatsächlich, eine Schatzkiste ist unter der Erde vorgekommen. Der kleine Muck hat den Deckel aufgemacht. Goldstück, Edelstein, Perlen. Aber dummerweise hat gerade in dem Moment der Schatzmeister im Palast oben zum Fenster rausgeschaut. Er hat den kleinen Muck im Park gesehen, ist das Fernrohr geholt und hat beobachtet, wie der kleine Muck seine Hosensäcke mit Goldstück, Edelstein und Perlen füllt. Jetzt hat der Schatzmeister einen bösen Plan gehabt. Er ist geradwegs zum Sultan und hat aufgeregt gesagt: «Majestät, stellen Sie sich vor, es ist gestohlen worden. In der Schatzkammer fehlt Gold. Und nicht nur das, auch noch Perlen und Edelsteine.» Der Sultan ist verschrocken. Der gemeine Schatzmeister aber hat sich wichtig gemacht und erklärt: «Majestät, Sultan Brimborium, ich nicht dumm, habe natürlich schon aufgepasst und darum weiss ich, wer der Dieb ist.» «Ja, und wer ist denn der Dieb?» «Sie werden staunen, Majestät. Der Muck, er hat Hosensäcke voll Goldstücke und Edelsteine und Perlen.» Der Sultan hat das zuerst gar nicht glauben. Die Diener mussten sofort den Muck suchen. Der war mit gefüllten Hosensäcken sowieso auf dem Weg in den Palast. Er hat nämlich die volle Schatzkiste gar nicht alleine tragen und wollte die Diener zu Hilfe holen. Er hat sich schon darauf gefreut, dem Sultan von diesem wunderbaren Fund zu erzählen. Aber leider ist alles anders gekommen. Die Wächter haben ihn am Krägli gepackt und ihn wie einen Schwerverbrecher zum Sultan gebracht. Unterdessen aber ist der gemeine Schatzmeister zusammen mit dem Balduin in den Park. Dort haben sie heimlich und leislich die Schatzkiste geholt und sind die im Palast verstecken. Nachher sind sie auch noch das Loch mit Erde zumachen und haben alle Spuren verwischt. Und der kleine Muck, der ist vor dem Sultan gestanden und hat nicht verstanden, was los ist. Der Sultan hat ihn böse angeschaut und gefragt: «Wie kommst du zu diesen Goldstücken, Perlen und Edelsteinen?» «Die habe ich alle gefunden, gerade vorher im Park, in einer Schatzkiste. Die ist ja so schwer, ich kann sie nicht alleine tragen. Gell, Sie Majestät, Diener würden mir sicher helfen.» Der Sultan hat die 2 Diener befohlen: «Geht in den Park. Dort holt ihr die Schatzkiste. Der Muck bleibt bei mir.» «Jawohl, Majestät, das machen wir.» Aber die Schatzkiste war ja gar nicht mehr im Park. Die Diener sind erstaunt zurück in den Palast. «Majestät Brimborium, es ist weit und breit keine Schatzkiste herum.» Der Sultan hat genickt. «Muck, bist also doch ein Dieb und Halunk. Ich glaube dir kein Wort.» Der kleine Muck hat sich gewehrt. «Majestät, ich habe die Kostbarkeiten ganz sicher nicht gestohlen. Bitte glauben Sie mir, ich habe eine Schatzkiste gefunden, gerade vorher im Park.»
Jetzt ist der Schatzmeister in den Saal hineingekommen. Was sagt ihr? Gefunden habt ihr das Zeug? Ja, was echt? Geklaut hat er's. Es sind nämlich genau die Goldstücke, Perlen und Edelsteine, die in der Schatzkammer fehlen, Majestät. Der Sultan hat dem Schatzmeister geglaubt und man hat den kleinen Muck ins Gefängnis gesperrt. Traurig ist der Muck im dunklen Loch unten gesessen. Und weil er an der Mauer angekettet war, haben ihm auch die Zauberpantoffeln nichts genützt.